Schönen guten Tag und viel Spaß mit Scoppi on Air. Salut zusammen, da ist wieder euer Scoppi, wieder mit einer Solo-Folge jetzt. Und jetzt erzähle ich euch, jetzt habe ich ja die erste Tour-Podcast-Folge aufgenommen mit der lieben Carina. Die ist ja schon rausgekommen, die ist sicher auch gut angekommen bei euch, hoffe ich mal. Und ich wollte euch ein bisschen erzählen, wie das ist, wenn du nicht allein vor einem Mikrofon hockst, sondern jemanden Netz nebendran hast und musst Fragen stellen oder musst die Leute im Gespräch einwickeln. Und ich habe es jetzt meiner Erfahrung nach sehr einfach gefunden, um jemanden ins Gespräch einzuwickeln, weil ich halt auch gut, ich rede gerne mit den Leuten und ich schaffe da immer schön Gespräch entwickeln. Ist nicht immer so einfach, aber ich habe es jetzt ziemlich einfach gefunden. Ich weiß nicht, wenn ihr das seht, könnt ihr mir gerne mal schreiben in die Kommentare oder in die Bewertungen, wenn ihr das seht. Oder auf Insta unter Scoppi_on_r. Aber ich habe es mega coole Erfahrung gefunden, mit jemandem einen Podcast aufzunehmen. Ich habe es mega cool gefunden, mega Spaß hat es mir gemacht, wirklich, ich habe es cool gefunden. Und ich freue mich, wenn der nächste Gast kommt und der nächste Gast wird kommen, aber da verrate ich euch jetzt noch nicht wer, aber ich habe jemanden. Und es boomt richtig. Nein, der nächste Gast wird kommen. Und danke, dass ihr mich so unterstützt, dass ihr, wo mich hört, dass ihr auf mich zukommt und sagt, komm Scoppi, ich will mit dir einen Podcast aufnehmen. Das finde ich mega toll von euch. Danke, viel mal. Und ja, jetzt habe ich wieder eine Erfahrung mehr gemacht, mit jemandem einen Podcast aufnehmen, und die Erfahrung kann mir niemand mehr nehmen. Das ist das, was ich immer mir überlege, wenn ich etwas Neues ausprobiere. Die Erfahrung, die du machst, dann kann dir niemand mehr nehmen. Also wirklich niemand. Und die Erfahrung, dass ich jetzt mit der lieben Carina Seiler hat einen Podcast aufnehmen, kann mir niemand mehr nehmen. Und Carina hat es mega Splausch und mega Freude gehabt. Die hat auch noch nie einen Podcast aufgenommen vorher. Die hat gesagt, danke Scoppi nachher. Nach dem Podcast haben wir noch ein bisschen geschnarrt und vorher. Und wir haben dann noch abgemacht zum Schaffhaus anschauen und sie hat sich dann bedankt, dass ich ihr die Möglichkeit gegeben habe, dass sie mal in einen Podcast hat dürfen. Und sie hat es mega cool gefunden. Danke Carina, ich habe es auch mega cool gefunden. Und jetzt ist es soweit, jetzt habe ich den ersten Tour-Podcast hinter mir. Und nächste Woche kommt die zweite Folge raus mit der lieben Carina, weil es so viel Spaß gemacht hat. Haben wir gerade nochmal eine Folge aufgenommen, dort haben wir zwei aufgenommen. Und dann kommen wir zu den Festtagen, die sind jetzt, Weihnachten und Neujahr. Ich habe es schön daheim gechillt, ein bisschen mit der Familie, ein bisschen zu Nacht gegessen, von der Chinoise, wie es halt so ist an der Weihnachten. Und sonst habe ich daheim auf dem Sofa gehängt. Oder eben habe Podcasts aufgenommen mit der lieben Carina oder habe ein paar Videos gedrillt oder ein paar Videos geschnitten, ein paar coole Filmabende gehabt, ein paar Geschenke auspacken, ein bisschen das Zimmer putzen, aufräumen, umstellen, ja so allgemein. Und dann sind die Weihnachten schon wieder vorbei gewesen, leider. Das geht immer mega lang bis es ist und dann, wenn es ist, geht es mega schnell vorbei. Jetzt, wenn ich die Podcast-Folge aufnehme, steht der neue Jahr vor der Tür. Das ist nämlich der letzte Sonntag im Jahr, wo ich die Podcast-Folge aufnehme. Und ja, jetzt ist das Jahr schon wieder rum. Ich finde immer, wenn das Jahr anfängt, macht es so und nachher ist das Jahr weg und vorbei. Ich finde das immer mega krass, wie schnell das Zeit vorbeigeht, aber es ist leider so. Ich kann nichts ändern dabei, niemand kann etwas ändern. Und wie seht ihr das? Geht bei uns ja auch immer so schnell um oder eher langsamer? Oder wie seht ihr das? Da würde mich wirklich mal interessieren. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare oder in die DMs. Und ja, was habt ihr so für Erwartungen als 2026? Also ich habe die Erwartung, dass der Podcast und der Instagram-Account weitermachen und noch ein paar spannende Gäste einladen auf meinen Sessel neben mir, die mit mir einen Podcast aufnehmen. Da würde mich wirklich freuen und ich bleibe auch dran. Und wenn du etwas willst, dann haben wir ja gelernt, dann schaffst du es auch. Und ich will das, also schaffe ich es auch. Und dann habe ich noch vielleicht mal einen neuen Job ausprobieren oder so, aber das ist jetzt nicht so vorderrang. Ich habe eher so mein Fokus jetzt auf Skopionair im nächsten Jahr. Das ist so mein Hauptding, wo ich durchziehen und ein bisschen mehr Zeit investieren. Ich investiere jetzt schon viel Zeit, aber noch nicht so ganz mega viel. Ich würde ein bisschen mehr gern investieren. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Was würdet ihr euch wünschen im 2026, was
ist euer Ziel, was wollt ihr ändern oder was wollt ihr machen. Würde mich wirklich interessieren, schreibt es mir doch gerne in die DMs oder in die Kommentare. Wäre wirklich cool. Und ja, da wäre es so gewesen. Und ich wünsche euch in dieser Podcast-Folge ganz, ganz, ganz ein schönes neues Jahr. Startet gut ins neue Jahr, macht es gut und schaut, bleibt gesund und startet Vollgas ins neue Jahr mit neuen Ideen, neuen Herausforderungen. Greifen voll an. Das Jahr hat erst gerade angefangen, es ist noch lang. Auch wenn es wieder so macht und das Jahr ist rum, aber es geht noch lang. Und ja, ich habe euch noch ein gutes Neues wünschen und danke, danke, danke für euren fetten Support bei mir, dass ihr da anschaut, dass ihr es hört, alles. Finde ich mega cool. Und dank euch darf ich so coole Gäste haben wie Carina und kann immer neue Personen kennenlernen, ein bisschen coole Geschichten hören, was sie so machen in der Freizeit oder was ihre Hobbys sind. Da bin ich euch mega dankbar. Danke, danke. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz, ganz ein schönes Wochenende und eine schöne Restwoche, wenn ihr es alle hört. Und ich wünsche euch noch eine ganz schöne Restwoche. Macht's gut, euer Scoppi.